ja seit dem Wochenende ein Stückchen Italien in der Nordweststadt mit der Arena della Musica. Da gibt's jede Menge Pasta und Antipasti und Gelati und Vino und Amore. Und jetzt gehen wir die Vokabeln aus. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie am nächsten Morgen aufwachen, haben Sie immer noch so eine Wampe, aber Sie summen fröhlich Azzurro auf dem Weg ins Bad. Ganz bestimmt. Ars Vivendi, die Kunst zu leben. Zumindest was das Kulinarische anbelangt. Traumhafte Vorspeisen, knackige Salate und natürlich Pasta. Alles probieren kann man nicht. Immerhin stehen mehr als 50 Gerichte zur Auswahl. Inklusive Urlaubsgefühl, versteht sich. Genuss ohne Reue. Kalorien sparen, das macht man das ganze Jahr über. Aber wenn man feiern möchte, dann hat das keine Bedeutung mehr. Die Künstler machten vor, wie man sich die üppigen Genüsse wieder abtrainieren kann. Doch das Publikum lehnte dankend ab. Zuschauen ist mindestens ebenso atemberaubend. Denn alle Künstler haben sich ein hohes Ziel gesteckt. Ob nun artistisch oder musikalisch. Da durfte auch der kleine Pavarotti aus Bad Homburg nicht fehlen. Mario Andres inspirierte die Gäste auf seine Weise. And that's all I can sing for you, but I love it. Die Liebe zur Musik wurde groß geschrieben, und zwar in allen Stilrichtungen. Nicht umsonst heißt es ja Arena della Musica. Und dabei immer wieder Essen. Im Eintrittspreis sind übrigens auch die Getränke enthalten. Und trotzdem, beim letzten Bissen fehlt was. Ich habe gar keine Grappa. Das ist das. Ja, das Problem hatten viele. Statt mit dem klassischen Verdauungsschnäpschen musste man eben mit Wein und Wasser anstoßen. So manchem blieb allerdings auch der Schluck im Halse stecken, angesichts eines halsbrecherischen Programms ehemaliger Tigerpalast-Künstler. Dennoch, die Reaktionen waren durchweg positiv. Viva Italia in Deutschland. Und das noch jeden Abend bis zum 22. Dezember. RTL Hessen Live, der Anmacher. Ey, ihr habt euer Buch vergessen. Wenn du mal richtig eine angraben willst, dann musst du in die Arena della Musica gehen. La Musica, Italien, Romantik, Gaukler, schöne Frauen. Das verlosen wir heute für Typen und Bräute. Nämlich 19 Mal, wenn Sie uns sagen können, wer der größte Ladykiller der Geschichte war. Das war doch der Casablanca. Keine Ahnung, wissen Sie es? Rufen Sie an. Also, wenn Sie Glück haben, kommen Sie ja doch noch in die Arena della Musica. Wenn nicht, weil das Rätsel zu schwer war, versuchen Sie es morgen noch mal, da gibt es wieder einen Advents-Countdown.